Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Ich habe mir ja schon wieder in der letzten Folge durchgehend auf den Deckel gehen lassen und das hat mir jetzt eindeutig gezeigt, dass ich mich wirklich zuerst um andere Sachen muss kümmern muss. Als erstes muss ich sicher mal meinen Kompass wieder ausrüsten, meinen Schamanenstein, also da meine üblichen Sachen, die ich momentan mitgenommen habe. Wo habe ich das andere? Kompass, Schamanenstein, was habe ich noch mitgenommen jedes Mal? Der lange Nagel, genau. So, das ist so meine Kombo, die ich momentan gespielt habe. Unser Ziel ist in dieser Folge, unseren Nagel zu verbessern. Und zwar machen wir uns eigentlich jetzt auf den Weg zurück zum Hirschkäfer. Und von dort aus Richtung Kristallspitze. Dort haben wir zwei Sachen zum Erledigen, die gut machbar sind, auch ohne Boss. Und ich würde sagen, mit diesen Sachen schaffen wir dann auch den Boss zu besiegen, das mal. So, jetzt muss ich da krampfhaft von denen abhauen. Aber das hat ja gut funktioniert. Ab zum Hirschkäferweg. Das mal ohne Bosskampf, sondern wirklich eine gute Erkundungstour. Und zwar müssen wir einmal dahinter. Jawohl. Sally! Einmal nochmal nach Mistmund gern. Und zwar eben müssen wir ja von der Mistmund her dann in die Kristallspitze überwandern. Aber das sollte gut funktionieren. So. Einmal rauf. Wie das langsam raufgeht. Zu meinem Spielstil passt das ganz gar nicht. Ich bin ja eher so ein schneller Spieler. Also ich versuche immer schnell zu spielen. Wenn ich mir das so anschaue, wie die im Speedrun abgehen, ist das natürlich, sind das zwei verschiedene Welten. So, einmal rauf bitte. So, dann machen wir uns direkt für die Kristallspitze rein. Dort haben wir zwei Sachen zum Erledigen. Und die sollten wir eigentlich gut anbekommen. Nochmal da schnell ein kurzes Jump'n'Runli. So. So. Aha. Okay. Das sieht gut aus. Ich glaube, es kommt kein Hindernis mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, jetzt haben wir da oben nämlich noch etwas zum Finden. Jetzt, wo wir ja unsere Flügel haben, kommen wir da eigentlich gut an. Der braucht ja 4 Hits. Nice. Betrachten! Königsidol! Nochmal etwas mehr, wo uns dann könnte Geld verschaffen, wenn wir es nötig haben. Was wir sicher auch später machen müssen. Wir machen uns zuerst entweder unten durch oder nein, komm, wir machen zuerst den oberen Weg. Ich habe Lust, zuerst den oberen Weg zu machen. Und zwar müssen wir jetzt da einmal durch. Ja komm, dann machen wir uns da durch. Wenn du uns da nicht durchlassen willst. So. Dann haben wir nämlich hier ganz oben noch einen Weg versperrt gehabt, wo wir ohne unsere Flügel noch gar nicht durchgekommen sind. Ja, genau. Und ich würde gerne diesen Weg noch ganz kurz mal anschauen, dass wir das nämlich auch erledigt haben. So, dann einmal komplett drüber. Genau, und da rauf sind wir ja bis jetzt noch nicht gekommen, weil wir unsere Flügel erst im späteren Verlauf des Spiels bekommen haben. Und von daher würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Ui! Was bist denn du für ein Ding? So einen Käfer habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Okay. Haben wir gerade mal wieder einen neuen Käfer kennengelernt mit einer Laserkanone. So, dann muss ich einfach... Ah, da hätten wir sogar wieder so einen... Nein, die Gegner hasse ich. Da hätten wir sogar wieder so eine Baumführung, wo wir dann könnten unsere Essenzen einsammeln. So, das hat gut funktioniert, aber lieber zuerst mal das Leben noch nachfüllen. Aber den Essenzenbaum muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, den überspringe ich jetzt gerade zur Zeit mal ganz kurz. Die ich auch, weil gegen euch habe ich wirklich ein riesen Problem, gegen euch zu kämpfen. Okay, jetzt befinden wir uns da. Jetzt ist aber die Frage, wie komme ich an dem dort vorbei? Lange 3 Schüsse. Oh Mann, der letzte hat dann einfach nicht getroffen. Was ist jetzt los? Ah, gut, aber wenigstens haben wir ihn jetzt umgenietet. Jetzt haben wir halt keinen Platz mehr, um unser Leben anzufüllen. Okay. Ich kann gegen den gar nicht kämpfen, hallo? Nein! Okay.
Ich kann die gar nicht besiegen, wenn die dort so rumstehen. Ich müsste die eigentlich können abballern. Oder etwas. Ja, die tun gerade die Zacken raus. Ich glaube wir sind da ein bisschen falsch. Weil ich muss, glaube ich, eher in die Höhe rauf. Okay, okay. Ich müsste nämlich, glaube ich, auf die Plattform da raufkommen, irgendwie. Ui, wie weit kann denn der schiessen? Jetzt muss ich gerade schauen, wahrscheinlich haben wir gar nicht unten durch müssen, sondern da oben durch. Nice, okay, das haben wir gut anbekommen. Nice, 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 nice. Dann ignorieren wir den Fall den unteren Teil, weil dort befindet sich eigentlich hauptsächlich auch nur, glaube ich, ein Würmli, so wie das tönt hat. Schade, schade. Ich habe gedacht, ich kann mich da jetzt wirklich schön gemütlich am Ecke verstecken von dem. Komm on, rauf. Jawohl! Das funktioniert ja schon mal ziemlich gut. Außer dass da nochmal so ein scheiß Viech wartet, das genau auf mich geschottet hat wie nichts anderes. So, ich ignoriere euch jetzt, weil mir ist mein Leben zu heilig für das. So, 4 Masken haben wir noch, das sollte eigentlich gut funktionieren. Nein, jetzt kommt da schon wieder so einer. Nice, okay, den haben wir gut erledigt. Lieber zuerst mal nochmal das Leben anfüllen, so gut wie möglich. Okay, okay. Lieber gerade nochmal nachfüllen, bevor ich da irgendwie in eine Zwickmühle komme und dann gar nicht mehr überlebe. Nein, nicht die schon wieder. Komm, die können wir jetzt einmal noch ignorieren. Ignorieren wir. Ah! Der Ignorieren war gerade ein bisschen dumm gewesen. Dass die genau immer dort anschiessen, wo ich am Schluss angumpe. Das ist so mühsam, so mühsam. Dann tun wir ganz kurz unser Leben nochmal nachfüllen. Jawohl, das kommt gut, das kommt gut, das kommt gut. Okay. So, jetzt haben wir da nochmal einen kleinen Jump'n'Run. Gut, dass wir da ein bisschen Seelen voraus eingefangen haben. Ah, da müsste ich dann mit unserem Dingsschuss über. Okay, alles klar. Okay, Doc. Oh! Gut, so etwas habe ich jetzt auch nicht erwartet, aber das ist gerade gut, weil der macht nicht so wirklich viel Schaden. Dann können wir da nämlich gemütlich unser Leben nochmal nachfüllen. Okay, wo sind wir jetzt da? Da zahlt nirgendwo mehr etwas. Wir müssen einfach ganz rauf. So, voilà. Nice! Wir haben es geschafft. Halleluja. Jetzt können wir da noch schnell nachschauen, ob es da noch irgendetwas anderes gibt. Wir sind da an Heilandsnest Krone. Und zwar befindet sich da oben etwas ganz Spezielles. Bleiches Erz. Jawohl! Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, unseren Nagelgard zu verbessern. So. Der runtergefallen sind verwundert mich gerade ein bisschen. Weil eigentlich hätten wir gerade darüber ausfliegen können. So, das heisst eigentlich, wir können jetzt gerade mal noch schnell den zweiten Weg ausprobieren. Den ich noch gerne würde, und zwar der eine, der da unten noch nicht erforscht ist. Jetzt muss ich genau schauen. Weil ich da nicht auf den Deckel bekomme. Oh! Gut, die habe ich jetzt da auch nicht erwartet. Komm, einmal durch einfach. Wir ignorieren diesen Plus-Minus. Warte die nur ab, bis ich meinen Nagel jetzt verbessert habe. Warte die nur ab, du. Ah. Gut, mein Spielstil wird dadurch auch nicht besser. Also jetzt ist, das wird dann auch noch die Frage, ob ich das irgendwie trotzdem dann mal anbringe. So, dann einmal da durch. Dann sind wir nämlich der ganzen Sache schon mal ziemlich nahe. Hoppla, Schorsch. An dir können wir uns gerade mal noch schnell aufdanken. Nice. Bin ich da richtig? Nein, falsch, 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 falsch. Wir müssen noch eins abwärts. Und zwar haben wir da unten einen Weg gehabt, wo wir nur mit unserer Laterne anschauen können.
Und jetzt, wo wir die absitzen, würde ich mal behaupten, machen wir doch das. Nein, noch weiter runter. Noch weiter runter. Da unten durch, jawohl. So, so. Ah nein, da hätten wir... Da ist der Weg gar nicht weiter. Löli, mach ab... Lappi, mach einfach die Augen auf. Hei, 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 hei. So. Dann würde ich jetzt sagen... Müsste sich das eigentlich... Genau da befinden. So. Und zwar haben wir jetzt unser Laterne dabei. Mit dem sollten wir jetzt wunderschön können durchhüpfeln. Die ignoriere ich, weil das sind wirklich ein paar von den nervigsten Gegner. So. Dann haben wir ein bisschen Seele, gerade wenigstens einen Hit können noch einfangen. Dann würde ich sagen, ich heile mich jetzt da ganz kurz schnell auf. Und dort hinten befindet sich auch schon etwas und da hat es noch einen Tieffall. Ich würde sagen, einmal mit unserer Fähigkeit über. Ah, da hätten wir gerade wirklich durchziehen können, aber ich bin mir halt noch ein bisschen unsicher gewesen. Okay, warum können wir uns dann anfühlen? Wartet am Bosskampf auf uns? Bitte nicht! Eintreten! Okay. Ah, darum, weil es da einen Weg hat, wo wir uns gegen oben prügeln. Voilà. Kristellender Hügel. Da müssen wir jetzt aber ziemlich schnell durch, wenn das Viech dort ist. Mann! So viel Schaden aufs Mal habe ich bis jetzt schon lange nicht mehr bekommen. Jetzt muss ich bei tierisch aufpassen, weil das Problem ist einfach, die sind richtig nervig. Die sind sowas von richtig nervig. Kann ich die nicht da irgendwie noch überlocken? Nein, ich kann denen auch nicht richtig Schaden machen, so. Die sollen doch einfach da runterkommen. Die sollen doch einfach da runterkommen. Oh! Leck sind die nervig. Jetzt haben wir wenigstens schon mal einen ausgeschaltet. Was für riesige Kristalle. Jetzt genau kannst du durchschiessen. Ah! So. Die nervigsten Gegner in ganz Hollow Knight in meinen Augen. Jawohl! Jawohl! Dann haben wir die ausgeschaltet und nehmen wir gerade mal den Weg hier von uns. So, lieber den noch schnell irgendwie versuchen wegzuhitten. Damit wir da wieder Seelen haben, um unser Leben anfüllen. Ich habe keine Lust zu sterben. Nein, nicht nochmal einen, nicht nochmal einen. So. Willst du mich jetzt verirren? Und wir werden da immer... Ach komm! Ach komm! Und jetzt bin ich wieder am Arsch von der Welt. Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel hasst mich, das Spiel macht mich fertig. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich da schon befinde in... Statt der Tränen gehen wir doch direkt mal schnell unseren Nagel verbessern. Dann ignoriere ich jetzt nämlich meine Seele schnell. Und schauen wir, dass wir jetzt ganz kurz mal schnell gehen, unseren Nagel verbessern. Durch das kommen wir dann nämlich auch mehr Schaden über und dann sollte das nämlich vielleicht auch leichter funktionieren dort oben. So. Ruhig bleiben, durchschnaufen, alles ist gut. Das Spiel ist einfach schwierig. Mit dem muss ich leben. So, einmal einfach abwärts, abwärts. Komm, einfach durch. Hat er keine Lust. Was bist du? Was? Das ist so klar, dass jetzt nicht noch der Lift muss warten. Ach, schon 3 Leben verloren, einfach für nichts, einfach für gar nichts. So, wo sind wir denn jetzt etwa? Genau, wir müssen einfach komplett runter. Einfach komplett runter, bitte. Komm, lass mich entspannen im Lift. So. Da müssten wir, gegen den müssen wir gar nicht kämpfen, aber ich hau mir jetzt trotzdem noch eins gegen den Lat. So.
Jetzt befinden wir uns nämlich direkt bei ihm da. Da könnte ich jetzt noch ganz kurz schnell eins für Sachen verkaufen. Ja gut, die Frage ist dann, ob ich meine Seele nochmal zurückbekomme. Ach. Was denkst du dir eigentlich? Ah, solange ich ein Geist bin, kann ich bei ihm da... Ah, lecco mio. Solange ich da ein Gespenst bin, kann ich gar nicht etwas von ihm verlangen. Jetzt hoffe ich aber, dass ich trotzdem meinen Nagel verbessern kann, ohne unsere Seele, weil sonst wäre das ziemlich mühsam. Weil das habe ich natürlich auch nicht gewusst, dass man da den Nagel nicht verbessern kann, dass man da nichts verkaufen kann, solange man so ein Gespensterwesen ist, sage ich einmal. Aber ich meine, dann haben wir natürlich schon wieder etwas Neues gelernt. So. Nice, nice, nice. So, oh, der ist gerade versoffen, okay. Ach, mal endlich wieder ein bisschen angenehme Gegner, gegen die man auch ein bisschen klarkommt. So, dann versuchen wir mal direkt, ob jetzt es funktioniert, unseren Nagel zu verbessern. Etwas zu verkaufen können wir nicht, solange wir unsere Seele nicht haben, wie das aussieht. Jetzt hoffe ich aber, dass mit dem Nagel funktioniert komplett anders. So, da hören wir dann auch schon schmieden. So, dann haben wir sogar noch ein paar Tälerchen mitgenommen. Eintreten! Nice, jetzt schauen wir aber mal, ob der da wirklich... Oh, du bist wieder da. Ich sehe, du hast etwas bleiches Herz, ein seltenes und erlesenes Metall. Gib mir das Herz und etwas Geo für meine Mühen und ich schmiede deinen Nagel neu und mache ihn stärker. 800 Geo! Ich werde glaube wieder total verarscht, das hätte ich von Anfang an sagen. Hast du nicht genug Geo? Komm zurück, wenn du genug hast. Okay, ja, wir können ja nichts verkaufen beim anderen Händler. Solange wir unsere Seelen nicht eingesammelt haben. Jetzt bist du mir einfach da mitten im Weg rein. Komm, füllen wir zuerst unser Leben nochmal nach. Bedeutungsweise... Wir haben ja auf dem anderen Weg auf den Keks bekommen. Ich persönlich behaupte, wenn wir einen besseren Nagel haben, sind wir schon mal sowas von Eis stärker. So viel Geo wie möglich einsammeln. Sind wir schon mal so Eis stärker, das kann man sich dann nicht vorstellen. Dass der jetzt 800 Geo von uns noch verlangt, das ist ja so ein Abzug. Er hat einfach gesagt, bring mir das bleiche Herz und gut ist. Das mit dem Geo hätte er eigentlich von Anfang an können erwähnen. Aber wie es aussieht, kommen wir ganz langsam vorwärts. Und zwar machen wir uns in dem Fall zurück auf den Weg nach Mistmund. Ach, das ist eins hin und her. Ich hoffe wirklich nicht, dass ich da unnötig Weg begangen. Aber wenigstens haben wir jetzt in der Kristallhülle schon mal gesehen, was es dort plus minus erwarten. Aber ich glaube, mit einem besseren Nagel sind wir da schon einiges besser dran und müssen uns da nicht die ganze Zeit rumquälen. So, können wir da mal schnell abspeichern. Und einfach alles aufwärts. So, da. So, da. Gar nicht aufregen, einfach ruhig bleiben. Zurück nach Mistmund. Ist doch einmal ein guter Ausflug. Wenigstens haben wir schon mal das Erz beieinander. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch Taler. Oh, das Scheissding. Ich habe wieder verschrocken, gar nicht mehr gerade ausgeschaut. Oh. Schnell schauen, dass wir richtig sind. Jawohl, einmal da rauf. Dann haben wir wieder den kompletten Jump nach oben. Weil mein Plan wäre, wie der mich verwünscht hat. Jetzt wo ich seelenlos bin, wenn es mich unbedingt natürlich töten. Dass ich keine Chance habe, meine Seele wieder zu herstellen, dann haben sie das Gefühl, ja, dann ist er halt endgültig tot, oder? Dann bringt er ja gar nichts mehr. Aber da habt ihr euch falsch geschminkt. Da habt ihr euch eindeutig falsch geschminkt. So, noch schnell Leben einmal nachfüllen. Und dann würde ich sagen, ab nach Mistmund. So, wir müssen jetzt dann nämlich eine kleine Rundfahrt machen. Und zwar einmal nach Mistmund, meine Seele wieder herstellen mit einem ranzigen Ei. Dass ich nicht extra wieder in die Kristallhöhlen rein muss, also die Kristallspitzen. Dann würde ich sagen, die Kristallspitzen verschieben wir auf den, wenn ich mal einen besseren Nagel habe. Weil mit dem besseren Nagel sollte ich eigentlich auch die anderen Boss besser besiegen. Weil dann sollte ich auch die Fröschli, gegen die wir in der letzten Folge gekämpft haben, eigentlich one-hitten. Ah, soll ich? Okay. Das ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Da könnten wir eigentlich auch noch so einen Traumkampf machen.
Aber mir ist jetzt eigentlich zuerst mal wichtig, unsere Seele wieder zu bekommen. Und zwar haben wir das ja schon mal gelernt, wenn wir da zum lieben Gigi gehen, die Bekennerin. Ah, hallo mal wieder. Wie ist es dir gegangen? Kommst du zu mir, weil du etwas bedauerst? Lass mich doch einmal in dich sehen. Ja, ich sehe die Sorgen, die du zurückgelassen hast. Ein dunkler Fleck, kaum zu sehen hinter dem Glühenden der umliegenden schimmernden Kristallen. Ich kann die Sorgen zu dir zurückholen, wenn du mir leckeres Essen gibst. Ein ranziges Ei geben, jawohl. Diese Leckerbissen, ich werde sehr genießen. Wie versprochen werde ich jetzt mit dem Ritual beginnen. Jawohl, das hat doch gut funktioniert. Jetzt haben wir nämlich unsere Seele zurück und $300. Jetzt müssten wir wieder zurück. Richtig zu der Stadt der Tränen, um unsere Sachen zu verkaufen, dass wir ein bisschen an Geo ankommen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einmal. Wir tun jetzt wirklich durchziehen, bis wir unseren Nagel verbessert haben. So, hoppla Charge und dann einmal wieder gern in die Lagerräume der Städte. Das Spiel ist einfach so geolastig nebenbei, aber man braucht so viel Geld, das ist ja eigentlich schon fast nicht normal. Aber wenigstens haben wir jetzt schon mal unsere Seele zurückholen. Ich würde sagen, um das kümmern wir uns jetzt wirklich einmal später. Das Wichtigste und Hauptteil ist jetzt mal, unseren Nagel zu verbessern, dass wir einfach mal eine bessere Chance haben gegen die Viecher, gegen die Böse. Weil ich glaube, dass wir immer noch einfach viel zu schwach sind. So, und der nächste Boss, den wir machen würden, wäre der mit den kleinen Fröschen, den ich in der letzten Folge versucht habe. Schnell aus dem Weg da, einfach schnell durch. So, müssten wir, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind wir da richtig. Jawohl, jetzt gehen wir da einmal durch und von dort hin dann einmal komplett abwärts. Das dunkelt mich am sichersten und am schnellsten und danach ab zum Nagelschmied. So, da unten wartet ja so ein grosser Mann. Ich glaube, man keine ganzen Karten auswendig, wo was wo auf uns wartet. Sondern so viel wie ich da. Komm, dir hau jetzt eins auf den Keks. Jawohl. Damit ich noch ein bisschen Seele kann anfüllen kann. Dann schon mal den Lift holen. So. Und einmal abwärts, bitte. Wir kommen der ganzen Sache schon mal näher zum Händler. Ich hoffe, dass er jetzt mit uns reden will. Jetzt im normalen Zustand. Oder? Genau, jetzt hier noch einmal alles abwärts und dann sollten wir schon mal wieder beim Händler sein. Und vom Händler aus machen wir uns dann gemütlich zum Schmied. Wir machen hier eine richtig grosse Rundfahrt. Aber wenigstens haben wir schon mal das Erz gefunden, was halt natürlich die Hauptrolle ist von dem Ganzen. Noch weiter runter, jawohl. Und da unten sollte er sich dann auch schon befinden. Das haben wir doch kurz und knapp eigentlich gut anbekommen. Einkaufen! Urk, was denkst du dir eigentlich dabei, einfach mit so einem Gestank in mein schönes Laden zu kommen? Die Relikte musst du schon genug durchmachen. Sie sollten nicht auch noch unter deinem Gestank leiden müssen. Verkriech dich zurück in die Wasserwege oder wo auch immer du herkommst. Ah, ich hätte vorher einfach lesen sollen. Ich hätte einfach lesen, Knuddel. Ich darf nicht stinken. Ich darf einfach nicht stinken. Ach, das heisst ab auf ein Bänkli. Der erste im ganzen Spiel, wo es wirklich stört, dass wir am Stinken sind. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht, aber ich ziehe das jetzt komplett durch, bis wir unseren Nagel verbessert haben. So. So. Lass mich in Ruhe, sind wir da... Hä? Was mache ich denn falsch? Ich muss da ja rauf. Ach, dass du genau dort anzielst, schon im Schluss landen, ist ja wieder mal so klar gewesen. Komm, lass mich in Ruhe. Abfahren da. Sonst bin ich da irgendwie falsch gegangen. Wahrscheinlich müssen wir denn da rauf. Alles klar. Hey, jetzt habe ich es da vorne so gemütlich gehabt mit ein paar Lifts. Wo sind jetzt die all die Lifte an? Komm, dann einmal da durchprobieren. Genau, da ist schon unser gemütlicher Lift. Ich wollte mir den Stress nicht antun. Ich will es jetzt ein bisschen gemütlich nehmen. Ah doch, er fährt noch weiter rauf. Jetzt habe ich gedacht, er fährt noch weiter rauf. Wird jetzt viel hektisch da. So. Einmal aufwärts. Und zappelot, da sind wir ja schon auf unserem Bänkchen. Wir dürfen nicht stinken zum Händler. Der erste, der drüber motzt, why not? So, dann nehmen wir halt den raus und tun Qualen rein. So, dann stinken wir nämlich auch nicht mehr. Und so sollten wir dürfen unsere Sachen verkaufen, unsere Relikte. Dass er jetzt kommt, normalerweise rennt er immer auf mich los in dem Moment.
Ach, hei. Es läuft mal wieder alles schief. Was nur kann schief laufen bei mir. Aber es gehört halt in meinen Alltag rein. Dagegen kann ich langsam nichts unternehmen. So. Einmal abwärts. Abwärts. So, also natürlich. Also was ich muss an dieser Stelle sagen ist, ich hätte das natürlich jetzt auch alles faken und anders zusammenschneiden, aber ich finde das ziemlich wichtig, dass ich da wirklich alles zeige, also auch die Fails, die gehen und wie lange man eigentlich wirklich braucht. Also ich meine, beim letzten Spiel schon noch über 42 Stunden Spielzeit drauf. Es gibt wahrscheinlich dann auch Leute, die das wirklich durcheinander schneiden. So, komm, ich verkaufe mir auch gerade noch, komm, ich brauche die Taler, weil ich würde mir dann noch gerne noch andere Sachen einkaufen. Komm, das auch noch. Dann haben wir nämlich 2000 Gold, also Geo auf Vorrat. Und dann würde ich sagen, die zwei Sachen behalten wir noch bei uns, um dann können weitergüchseln. So, dann machen wir uns jetzt auf den Weg endlich zu unserem Nagelschmied und lassen uns den Nagel verbessern. Neben das, also das ist nochmal erwähnt, neben, man könnte es natürlich auch so zusammenschneiden, dass ich aussehe wie der grösste Pro-Spieler, der da in einem Versuch alles durchmacht. Aber ganz ehrlich, ich zeige lieber von Anfang an, was ich alles falsch mache, wie ich es falsch mache und dass ich halt ab und zu einmal fehle, weil am Schlussendlich bin ich ein Gamer wie jeder andere und ich finde einfach, man muss einmal zeigen, dass das nicht so leicht von dannen geht, wie das bei anderen auch immer so ein bisschen aussieht. Gut, vielleicht bin ich auch so ein schlechter Spieler, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber ich gehe davon aus, dass ich eigentlich im Durchschnitt nicht einmal so ganz so schlecht eigentlich unterwegs bin. So, da. Außer in so Situationen. Aber da muss ich mich einfach noch ein bisschen daran gewöhnen, dass mein Nagel halt nicht allzu schnell schlägt. Wie ich das mir gerne erwünschte. So. So, da. Geo lassen wir jetzt mal noch schnell liegen. Wir haben ja ziemlich viel am Start. Hat man mal Geld, will man kein mehr. Und jetzt gehen wir eintreten. Zuhörer. Oh, du bist wieder da. Ich sehe, du hast etwas bleiches Erz. Ein seltsames und erst lesenes Metall. Gib mir das Erz und etwas Geo für meine Mühen und ich schmiede deinen Nagel neu und mache ihn stärker. Jawohl, das machen wir liebend gern. Bam. Wie du wünschst, das mache ich mich mal an die Arbeit. Ui. Und da haben wir unseren... Das wäre geschafft. Ich habe deine Waffe neu geschmiedet. Ich habe deinen Nagel eine Rille hinzugefügt. Er sollte jetzt viel effizienter schneiden. Du wirst merken, dass er jetzt stärker ist als je zuvor. Geh raus und probiere seine Klinge und einem Gegner aus. Jawohl! Wir haben es geschafft! Wir haben unseren Nagel verbessert. Aber ich brauche trotzdem noch 2 Hits für den. Also dort hat es keinen Unterschied gemacht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber ich hoffe, dass er uns einigermaßen weiterbringt im Spiel. Ja komm, er trinkt. Jetzt habe ich eigentlich gehofft, dass ich... Gegen die da habe ich jetzt immer 3 Schläge gebraucht. Jetzt muss ich gerade mal darauf achten, ob wir nur noch 2 brauchen. Nein, auch immer noch 3. Okay, alles klar. Also wie es aussieht, hat er sich einfach nur leicht verbessert. Er wahrscheinlich gut gegen Bosskämpfe oder gegen die Frösche, wo man dann jetzt vielleicht nur noch 1 Hit bräuchte und schon 2. Was natürlich ziemlich nützlich ist. Würde ich aber mal sagen, wir machen das jetzt auf zum Bänkchen. Nein! No comment, no comment. Gott sei Dank könnt ihr nicht mein Gesicht sehen. Wie verzweifelt ich einfach nur noch versuche, irgendwie durch das Spiel durchzukommen. So, da. Gut, also ich muss sagen, abwehren können wir jetzt einmal Schläge schon besser, also wie wir jetzt gerade gesehen haben. So, da. Und dann würde ich aber mal sagen, machen wir doch wieder einen kurzen Cut. Wir haben jetzt schon mal einen besseren Nagel. Ich würde jetzt sagen, wir machen uns auf wieder in den Kampf gegen den Frosttyp. Und sehen uns in dem Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heisst, Runde Hollow Knight mit eurem Schweizer. Absolut empfehlen. Danke vielmals und ciao.